Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch parat. Das Spielmuseum am Genfersee, 2 Brienzer wagen das Abenteuer mit dem Sub nach Rotterdam und Kajakschule High Tide in Bönigen. Vom antiken Spielstein bis zu Minecraft. Spielen ist seit und je eine beliebte Beschäftigung für die Menschheit. Im Schweizer Spielmuseum am Genfersee finden Spielfreaks ihr Eldorado. Le château de la Tour de Paix, il a été en main privée pendant très longtemps, jusqu'en 1979. Et il a ensuite été acquis par la commune de la Tour de Paix. Et la question de son utilisation s'est très vite posée avec cette idée d'ouvrir un musée du jeu. Et donc à partir de 1987 est né le musée suisse du jeu, qui est dédié à l'histoire des jeux et à préserver l'histoire longue des jeux. Alors dans nos collections, au Musée suisse du jeu, on a à peu près 15 000 jeux. Donc on a une grande collection qui couvre 5 000 ans d'histoire du jeu. Donc on a des pièces de l'Antiquité, quelques pièces du Moyen-Âge et des pièces de l'histoire moderne. Et c'est vrai que l'objectif du musée aujourd'hui, c'est aussi de documenter, de préserver l'histoire contemporaine du jeu, donc 20e siècle, 21e siècle. Et dans cette histoire contemporaine du jeu, il y a évidemment le jeu vidéo et ces 50 ans d'histoire qu'on préserve. Ici, ce qu'on voit, c'est un exemplaire d'un Mehen, qui est un des jeux les plus anciens dont on a des traces archéologiques, qui est un jeu qui nous vient de l'Égypte prédynastique. Ici, c'est un exemplaire du 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc une pièce qui a à peu près 4000 ans. Et là, c'est une salle qui s'appelle Raconter, sur les jeux narratifs. La nouvelle exposition du Musée suisse du jeu s'appelle De la case aux pixels, archéologie du jeu vidéo. Et c'est une exposition qui parle de tous les liens qui existent entre les jeux vidéo et la longue histoire des jeux très anciens. Et donc elle se déroule sur tout le premier étage du musée, 350 mètres carrés d'espace d'exposition, qui explore 5000 ans d'histoire du jeu et qui montre toutes ces connexions qui existent entre des jeux d'aujourd'hui et les jeux d'hier. On a très envie d'être plus connus en Suisse allemande et de toucher un public de toute la Suisse. On essaie de faire de la publicité aussi en dehors de la Suisse romande. Et puis pour nous, c'est important que les expositions soient disponibles en langue allemande. Donc, tous les textes ont été traduits du français vers l'allemand et vers l'anglais. Donc l'exposition, on peut vraiment en profiter aussi en allemand. Et on offre des visites guidées en allemand. Seit dem 7. Juli sind der René und der Feik auf dem Weg nach Rotterdam. Von Brienz aus sind sie gestartet. Aber nicht etwa mit dem Zug oder mit dem Auto, sondern auf ihrem Stand-up-Paddle. Kurz bevor sie los sind, sind sie meiner Kollegin Alina Dubach Rede und Antwort gestanden. Ich wollte am 7. Juli mit meinem Kollegen, mit dem Feik, mit dem Stand-up-Paddle von Brienz auf Rotterdam paddeln. Das wäre das Ziel. Ich habe vor 2 Jahren 24 Stunden gemacht auf dem Brienzensee, auch mit dem Stand-up-Paddle für die Berner Stiftung für krebskranke Kinder und Jugendliche. Einen Tag 2 später hat mir der Feik gesagt, René, ich würde gerne auf Rotterdam paddeln und ich würde das gerne mit dir machen. Bist du dabei? Und ich musste eigentlich nicht lange überlegen und habe ihm zugesagt. Die Strecke hier von Brienz aus ist auf einem Wasserweg ca. 1100 km. Das werden Wehren sein, Schleusen, die man umgehen muss. Hochwasser in der Schweiz vermutlich. Das wäre so ein bisschen der Schwerpunkt. Viel Krafttraining, viel Fitness, viel Velofahren und auch mental Kopfsache. Bei mir ist es folgendermaßen, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe oder auf ein Ziel hinschaffe, bin ich sehr fokussiert. Und dann ist es bei mir einfach präsent und dann will ich das durchziehen. Wenn wir dort ankommen, müssen wir sofort wieder heim, weil mein Kollege muss am 22. Juli schon wieder arbeiten. Dass man 2 Wochen unterwegs ist. Wir machen am Tag, wenn es geht, zwischen 70 bis 90 Kilometer, dass wir das Ziel überhaupt erreichen. Gehen um in eine andere Gegend zu sehen. Es wird sicher manchmal schon langweilig sein, wo man kilometerlang geradeaus fährt. Und ein Abenteuer, Punkt. Der Sturm ist vorbei. Aber die Kajakschule High Tide in Bönigen muss sich einen neuen Standort suchen.
woher die Reise geht und wie es mit den erfolgreichen Kajakschülern weitergeht, mein Kollege, der Ben Abeckle, hat nachgefragt. Wir sind uns im Schauen für andere Lösungen in Zukunft. Aber ich bin immer noch positiv. Ja, wir nehmen es einfach, wie es kommt momentan. Die aktuelle Sommersaison ist nicht so super gestartet. Wir haben recht wenig Eintritt und das Restaurant ist auch für etwa 50% von letztes Jahr. Das war wirklich nicht so super stark. Ja, so mit den Kleinen, es geht um Spass zu haben. Wir wollen die Kinder begeistern für einen Sport, das für ein Leben lang ist. Und es geht um Spielen, um nass werden und einfach Freude haben im Wasser. Das ist etwas, das wir schon seit 4 Jahren, seit 21 Jahren recht Zeit investiert als Firma, dass wir die Jugendentwicklung und den Kanuclub unterstützt. Und jetzt haben wir eine Gruppe von 27 Kindern, die regelmäßig paddeln und Spass daran haben. Ja, wir haben, glaube ich, schon Potenzial. Wir haben recht starke Kinder, auch die Älteren, die länger dabei sind. Ja, wer weiß, vielleicht in den nächsten 12 Jahren bringen wir etwas. Was macht dir am meisten Spass? Spiele machen. Welche denn? Klebriger Vorhang. Was ist das? Also einer ist auf der Linie und dann muss er alle fahren, aber die anderen müssen auf die andere Seite. Also man tut sehr viel Kajaken und ja, es ist einfach ein cooles Gefühl, auf dem Wasser zu sein. Wir spielen einfach Spiele spielen. Seilfangnis. Da ist jemand in der Mitte, dann muss man immer hin und her gehen. Und die Person in der Mitte muss die andere fahren. Jetzt schaut ihr zu Matthias Mast aus unserem Talk «Zusammen im Zentrum». Nach 112 Jahren ist der Tell abgelöst worden vom Robin Hood. Tell-Spiel Interlaken spielen dieses Jahr ein Stück Robin Hood. Wie es weitergeht, ob mit Tell oder mit beiden, das vernehmen wir jetzt von Pascal Minder, Präsident und Mitspieler von der Tell-Spiel Interlaken. Merci Matthias. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Der heutige Dienstag hat sich von seiner hochsommerlichen Seite gezeigt. Wir haben viel Sonnenschein können danken. Mit einer Südwestströmung ist sehr warme, wenn auch leicht gewitteranfällige Luft zu uns hertransportiert worden. Morgen sieht es dann allerdings etwas anders aus. Da beschäftigt uns nämlich eine schwache Störung, die zu einem Tief über der Nordsee gehört. Es ist zwar immer noch sommerlich warm, die Luftmassen sind aber instabil geschichtet und damit Regen- und Gewitter anfällig. Am morgen Vormittag erwartet uns Wolken und zum Teil sonnige Abschnitte. Dazu gibt es ein paar Regengüsse oder auch möglicherweise Gewitter. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 16 und 18 Grad. Am Nachmittag geht es im Flachland teilweise sonnig weiter. Es dürfte nur noch ein paar Regengüsse oder Gewitter geben. Im Oberland ist es im Vergleich häufiger nass. Es ist dabei sommerlich warm, aber auch schwül. Die Temperaturen erreichen 24 bis 26 Grad. Die Nullgrad-Grenze liegt auf rund 4100 Meter. Im Flachland haben wir grundsätzlich nur leichten und auf den Bergen leichten bis mäßigen Südwestwind. In der Nähe von Gewitter sind aber auch kräftige Böen möglich.
Ja, am Donnerstag geht es dann nach möglichen Nebelfeldern teilweise bis recht sonnig weiter. Das Regen- und Gewitterrisiko steigt in der zweiten Tageshälfte dann aber zuerst im Oberland, am Abend dann auch im Flachland an. Und am Freitag ist es dann immer wieder nass und gewitterig, das mit zum Teil kräftigen Niederschlägen. Am Samstag ist es dann wieder ruhiger, bei veränderlicher Bewölkung, ein bisschen Sonnenschein und vor allem im Oberland noch vereinzelt ein bisschen Regen. Die Temperaturen erreichen dann noch rund 21 Grad. Am Sonntag erwartet uns dann dafür nach aktuellem Stand vielfach recht sonniges Wetter. Ja, und auch am Montag kann sich die Sonne wahrscheinlich noch gut in Szene setzen. Das Regen- und Gewitterrisiko steigt dann allerdings wieder an. Und damit war es von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.